Bin halt sorry, ich hab nicht viel Tiet. Ich dort ziemlich kacke in Halteverbot. Sie haben sich für diesen Kurs angemeldet, nicht ich. Ja, und der Dörr ist in Moors, das Kackschloss klemmt, das müsst ihr mal in Ordnung bringen, Lorten. Moin, Levelüt. Hier sind wir wieder mit Platt to go und diesmal wieder mit einer stückbezogenen Folge und zwar zum Stück Rita will das beten. mit Lara Maria Wichels und Konstantin Graudus. Und Lara Maria Wichels, die habt wir auch just hier. Und das gerade eben war schon der Anfang vom Stück. Ja. Sind wir eigentlich schon fertig mit der Folge? Das war's. Können wir ja gehen. Tschüss, Lara. Danke, dass du da warst. Echt, ich nehme mein Textbuch wieder. Ich glaube, ein paar mehr Sätze machen wir schon. Das ist den ersten. Genau, wir gucken mal wieder zusammen in das Stück rein, in die ersten Sätze. Das heißt, wenn ihr nachher in die Aufführung geht, dann habt ihr die ersten Sätze schon gehört, wisst schon, was das heißt, seid im Thema alles Paletti. Ne? Genau, ich würde sagen, das machen wir. Lara, worum geht es eigentlich in dem Stück? In dem Stück geht es um zwei Personen. Und zwar um die Rita und um den Frank. Rita ist eigentlich, die spiele ich mit der schönen Jacke, ist eigentlich Friseurin. So, und Rita hat aber eine wahnsinnige Sehnsucht. Und zwar interessiert sie sich für die Literatur und möchte gerne nochmal studieren. Und bekommt diese Chance an einer Universität, wo Frank arbeitet, und darf da einen ganz besonderen Kurs belegen bei ihm. Und die beiden, ja, die sind sehr unterschiedlich und geraten ziemlich oft aneinander. Sie haben zwar die gleiche Leidenschaft, die Literatur, doch kommen sie aus so unterschiedlichen Welten, dass sie wirklich oft aneinander geraten. Trotzdem sind sie beide sehr liebenswert und haben auch eine große Liebe und ein großes Verständnis füreinander, trotz dass sie so unterschiedlich sind. So. Ja. Nicht zu viel verraten, ne? Nicht zu viel. Den Kikwi du doch mal zusammen rennen. Du hast uns auch dein Textbuch mitgebracht, ja. Ne? So, nur können wir das einmal sehen. So sieht ein Original-Textbuch von einer Schauspielerin aus. Also, das Textbuch, das ist ein Beden, naja, wie soll ich sagen? Da stehen viele bunte Sachen drin, damit ich mir das merken kann. Mein Kollege Konstantin, der sagte mal, Mensch, das sieht aber ganz schön bunt aus. Bei ihm sieht es auch so aus. Sag mal, Christian, wie sehen deine Bücher eigentlich aus? Geordneter, oder? Ja, also ich schreibe da auch Sachen rein, aber ich muss sagen, ich schreibe weniger rein als du, glaube ich. Und es hängt auch vom Stück ab. Ja, also manchmal muss das sein. Das Lustige ist, wir hatten ja Premiere schon 2020, am 1. November. Ja. Und am 2. November war Lockdown. Also die Premiere war gleichzeitig die Derniere. Eine, und das war schon die letzte Aufführung. Ja, das war echt ein ganz schön dramatischer Tag, weil du spielst es einmal und dann weißt du nicht, wann du es irgendwie jemals wieder spielen kannst. Ja. Dementsprechend sind viele Notizen auch sehr alt. Und ich bildete mir damals ein, klar, ich kann mir das alles merken. Und dann steht hier zum Beispiel ist hier so ein kleines Herz und dann steht da drin laut. So, das ist jetzt vielleicht... Wenn Sie jetzt das Buch in die Finger kriegen und sehen da ein Herz und da steht drin laut, dann wissen Sie genau, wie Sie das spielen müssen. Hier ist aber ein kleiner Panda-Bär mit so einer Wolke über dem Kopf. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was das bedeutet. Ja, so sieht mein Das ist Kunst. Kunst ist das. Gut, aber wir steigen da mal gemeinsam durch. Gerne. Und auch gemeinsam mit euch durch die erste Szene. Die ersten Sätze haben wir sogar eben schon mal gehört. Wir machen es trotzdem nochmal und wir gucken gleichzeitig in die Aufzeichnung rein. Die ist aber auch vom Anfang, noch von vor dem Lockdown. Ah, ja. Also ihr spielt das wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen anders. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr ins Theater kommt. Aber wir gucken jetzt mal gemeinsam rein. Genau, nach so einer Zeit, die dann da rum ist, spielt man es dann einfach anders so. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ist live. Gerne. Sorry, ich hab nicht viel Tiet. Ist dort ziemlich kacke in Heideverbot. Sie haben sich für den Kurs angemeldet, nicht ich. Ja, und der Dörr ist in Moors. Das Kackschloss klemmt. Ja. Das müsst ihr mal in Ordnung bringen, Ich Leute. weiß, ich habe es bereits gemeldet. Wenn ich meinen Chef vermelden do, der den Friseurstuhl aufkackt, kann ich lang töven. Bin halt da. Sorry, ich hab nicht viel Tiet. Ich dort ziemlich kacke in Heideverbot. Alles verstanden?
Bin all, das kennen Sie vielleicht aus Wettlauf von Hase und Igel. Ich bin all hier, ich bin all dur. Ich bin schon da. All heißt schon. Wir kennen das englische already, da ist das so ein bisschen mit verwandt. Ne? Bin all dur. Ich bin, du bist, hey, say, dat is, wie sind, je sind, sei sind. Haben wir schon mal die Personalpronomina und die Formen von sien, wen, to be durchgenommen. Sorry ist Englisch, ne? Das ist ja hier ein Sprachgemengsel und sondergleichen. Ich hef nicht viel Tiet. Ich kennen wir schon, I habe. Ich hef nicht viel Tiet, nicht viel Zeit. Store ziemlich kacke in Halteverbot. Versteht man, glaube ich, ne? Ja. Steht ziemlich kacke im... Frank antwortet, Sie haben sich für den Kurs angemeldet, nicht ich. So. Und die Dörs in Moors, das Kackschloss klemmt. Ja, das müsst ihr mal in Ordnung bringen, Lorten. Die Dör ist in Moors. Die Dör, die Tür, Plattdeutsch hat die hochdeutsche Lautverschiebung nicht mitgemacht. Manche Konsonanten sind auf einem älteren Stand, zum Beispiel das D. Auf Hochdeutsch die Tür, Plattdeutsch die Dör, Englisch the door. Ne, da merken wir Gemeinsamkeit mit anderen germanischen Sprachen, die noch auf dem früheren Stand sind. Also die Dör ist die Tür. Und die Dör ist in Moors. Moors heißt, ich finde, man darf das aussprechen in einem Theater, im Arsch. So, also sie ist kaputt, sie ist zwei, die Dör. Dorum, dat Kackschloss klemmt, kann man auch verstehen, ne? Dat, haben wir auch wieder Lautverschiebung, dat statt das im Hochdeutschen. Was heißt wat, nass heißt natt und so weiter. Lassen heißt lorten, Englisch Toilette. Ne? Also das sind wieder so diese kleinen plattdeutschen Sachen. Einfach mal ins Ohr tun, wie so ein Filter, kann man sich gut reinhören. Dat möt se mal in Ordnung bringen, Lorten. Dat, bekannt. Dat möt se, das müssen sie. Möt. Besonderheit im Plattdeutschen, der Plural ist ein Einheitsplural. Also wir müssen, ihr müsst, sie müssen, ist auf Plattdeutsch wie möt, je möt, sei möt. Dreimal möt, dreimal gleich, dreimal Plural auf t und nicht auf en. Das kann man sich schon mal so merken. Wie möt, nu wüllt wie mol. Jetzt wollen wir mal. Dat möt sei mal in Ordnung bringen, Lorten. Das müssen sie mal in Ordnung bringen lassen. Lorten hatten wir eben schon, TS, ne? Lorten, lassen. Und möt se mal in Ordnung bringen, Lorten ist ein schöner plattdeutscher Laut, das O. Ich lieb's. Ja. Du liebst es. Ja, ja. Du hast aber, kleine Frage zwischendurch, eins deiner früheren plattdeutschen Stücke hier war ja mit Heidi Mahler zusammen, da haben wir auch zusammen gespielt, in Ein Mann mit Charakter. Und da war das Plattdeutsch ja ein bisschen anders. Da hast du ja auch eng mit Heidi Mahler zusammengearbeitet. Das interessiert die Leute vielleicht auch. Was war da der Unterschied? Wie war das für dich beim Thema O? Heidi Mahler spricht da ein bisschen anders. Ja, in dem Stück war es auf jeden Fall ein bisschen anders und letztendlich stellt man sich ja auch so ein bisschen aufeinander ein und in dem Stück, dazu muss man sagen, das ist ja ein sehr altes Stück, was ja schon seit, berichtigen... 70, irgend sowas, ja, 60, 70 Jahre. Echt lange gespielt wird und immer wieder, bis jetzt auf jeden Fall, aufgenommen wurde. Und da wurde ein bisschen mehr, oder wird ein bisschen mehr hamburgerisch gesprochen, kann man schon so sagen, Genau, oder? dezent. Das Plattdeutsch unterscheidet sich ja von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt. Auch das Hamburger Platt hat seine Besonderheiten. Und hier im Ohnsorg-Theater hört ihr aber normalerweise ein Bühnenplatt, das ein bisschen abgeschwächt ist in so starken Extremen, die nicht jeder versteht. Aber so leichte Färbungen kommen in so einem Stück dann doch mal durch. Das gibt auch ein bisschen Charakter. Und bei Ohnsorg-Originalen wie Heidi Mahler ist das auch einfach drin. Und darum hört man sie ja auch so gern, nicht, weil man sich auch freut, wenn das so ist. Also mehr O. Mehr O. Also nicht, Heidi Mahler würde eben nicht sagen, dat möze mal in Ordnung bringen Lorten. Heidi Mahler würde sagen, dat möze mul in Ordnung bringen Luten. Ne? Ja. Das mal so als kleines Schmankerl am Rande. Schmankerl, berühmtes plattdeutsches Wort aus dem plattdeutschen Bayern. Ja, witzig, weil du hast total recht, dass ich mir das dadurch dann natürlich auch angeeignet habe, ne? in diesem damaligen Stück. Ja. Genau. Das ist dann auch schwierig teilweise, wenn wir dann eben andere Stücke spielen, wo man dann vielleicht nicht so hamburgisch klingen will. So. Aber das nur mal am Rande. Wir gehen noch ein paar Sätze weiter, dass ihr noch gut reinkommt ins Stück. Frank würde dann antworten, ich weiß, dass die Tür kaputt ist. Ich habe es bereits gemeldet. Ja, wenn ich meinen Chef vermelden do, dass der Friseurstuhl aufkackt, dann kann ich lang töven. Ja, dann muss ich all Söwen in der Hand nehmen. Mit Meldung ist das nicht dorn. Anders dort siehe eins dochs binnen und schreit, rin spaziert, bitte heistörig sind. Na will der arme Düvel, ob der Anna sieht, gar nicht rin kann.
und sei wat auch nicht gut können. Alles verstanden? Wir gucken nur mal langsam durch. Wenn ich min Chef vermelden do, dat der Friseurstuhl afkackt, kann ich lang töven. Da sind viele schöne plattdeutsche Sachen drin. Wenn ich min Chef, mein Chef, min, din, sin, mein, dein, sein, unser, euer, ihr, uns, jo, er, die Possessivpronomen, die Besitzanzeigen für Wörter. Wenn ich min Chef vermelden do, wenn ich meinem Chef vermelden tue. Im Plattdeutschen ist diese Umschreibung mit don't ganz, ganz typisch. Im Englischen kennen wir das auch mit to do. If he doesn't come, wenn er nicht kommen tut. Sowas. Do sit down. Gut, Sie doch sitten. Setzen Sie sich doch bitte. Also, wenn ich meinem Chef vermelden tue, wenn ich meinen Chef vermelden do, dass der Friseurstuhl afkackt, kann ich lang töven. Kann ich lange warten. Töven ist ein schönes plattdeutsches Wort. Töven, der Hamburger würde sagen täuben. Kann ich lange warten. Das muss ich als Söwen in der Hand nehmen. Ja, mit einer Meldung ist das nicht dorn. Anders dort sie hier ein Stock spinnen und schreit, Rins, spaziert, weil sie heisterig sind. Mit einer Meldung ist das nicht dorn, mit einer Meldung ist das nicht getan. Haben wir wieder das Verb tun. Anders dort se hier eins doch spinnen und schreit, Rins, spaziert, betze heisterig sind. Anders heißt so viel wie sonst, also andernfalls. Anders, stort sei, stehen sie. Plural auf T hatten wir eben auch schon. Und or, storn, stehen. Stort sei, hier, eins dochs, eines Tages. Dochs, mal wieder das schöne or. Bin heißt drin, hier drin. Die Binnenalster kennen wir, nicht die Innenalster, sondern die Binnenalster. Anders dort sie hier eins dochs bin und schreit rinspaziert, schreien reinspaziert. Schreit wieder der Plural auf T, kennen wir langsam. Und Ei ist ein typisch plattdeutscher Laut. Das Ei, schreien, wird im Plattdeutschen häufig ein Ei oder ein I. Also zum Beispiel schreien, schreien. Und sie schreit rinspaziert, hereinspaziert, bis sie heisterig sind, bis sie heiser sind. Heisterig, heiser, Ei, Ei. Anders dort sie hier ein Stock spinnen und schreit, Rins, spaziert, weil sie heisterig sind. Ja, will der arme Düvel, ob der Anna sieht nämlich gar nicht rin kann. Und sei wat auch nicht ruht können. Und warum? Will der arme Düvel, ob der Anna sieht, nämlich gar nicht rin kann, weil der arme Teufel auf der anderen Seite, Ei, nämlich gar nicht rin kann, gar nicht rein kann. Und sei wart auch nicht ruht können. Und sie werden, wart, Plural auf T, auch nicht ruht können, auch nicht raus können. Das Au korrespondiert im Plattdeutschen mit dem O oder dem U. Auch nicht raus, auch nicht ruht. Ja, da kann man sich so langsam reinhören. Und Seewart auch nicht ruht können. Afkackt in Mors Kacke, in den ersten Sätzen. Im Theater wären die ersten Abonnenten bereits gegangen. Wir sind hier abgehärtet. Ich glaube, die Kollegin macht das charmant genug, dass wir mit diesen Wörtern gut leben können, in Plattdeutsch und Hochdeutsch. Aber ein Kommentar von einer Dame aus der ersten Reihe. Ja, genau. Normalerweise würde man gehen. Also sie war da doch so ein bisschen... Nein, das meinte sie sicherlich witzig, aber sie wollte das nochmal bestätigen. Normalerweise würde man gehen. Wobei wir im Plattdeutschen ja zum Beispiel auch sehr an das schöne Wort Schied gewöhnt sind. Nicht? Also das Wort Schied ist im Plattdeutschen sehr häufig zu finden und auch daran kann man sich ja ganz gut gewöhnen. Übrigens eins der vielen Lieblingsworte von Rita. Schied. So, Schied und? Kacke. Afkackt. In Genau. Moors. So. Aber sie liebt Literatur. Ja, das schließt sich auch überhaupt nicht aus. Ich finde auch. Also total. Es Also, gibt sehr viel Literatur, die ja, Kacke ist. die absolut Kacke ist. Darum geht es auch häufig in dem Stück. Also wir streiten uns um Literatur. Es gibt eine Stelle, wo Frank sagt, ja hier, ein Buch von Uta Danella. Das ist doch keine Literatur. Also ist erstmal Geschmackssache, so würde ich sagen. Aber das ist so spannend, weil für Rita sind es ja einfach Worte in einem Buch. Und sie fragt ihn, was, warum? Also woran erkenne ich das, was Literatur ist und was nicht Literatur ist? Was ja also eine total spannende Diskussion ist. Ne? Wann ist etwas Literatur und wann nicht? So. Und was ist Geschmackssache? Und sie hat einfach nur, ganz stupido, hat sie einfach nur Bock auf Lesen. Das ist vielleicht ganz spannend. Ich mache mal was ganz Ungewöhnliches heute. Ich ziehe mal eine Zuschauerfrage vor. Unsere Frage des Tages.
Wir haben nämlich eine Mail bekommen von Rolf Friedrich. Die lese ich mal eben gau für. Liebe Lüd, liebe Christian Richard, ich wohl gern mal weten, wie das offiziell mit dat Du und dat Sei in der plattdeutsche Sprache gut süd. Von min ole Heimat Snevern her kenn ich bloß dat Du. Aber weil der plattdeutschen Gelehrten dat ein oder andere anders sehen dort, als in der Praxis nackt wart, wohl ich gern mal jon Meinung weten. Ein Sog will ich auch noch loswien. Ich finde das short, da die plattdeutschen Gelehrten inzwischen jümmer mehr von dat, was in der Praxis nackt wart, afkommt, dat bewohren von der plattdeutschen Sprache nicht gut durch mich. Er hat da noch weitere Beispiele, aber ich dachte, das passt gerade zum Thema, ist das Literatur, ist das nicht Literatur? Erste Frage, du und sei. Im Plattdeutschen wird geduzt und gesiezt und auch gehiezt. Also in manchen Gegenden sagt man auch nicht wissen Sie, sondern wisst ihr, edler Herr, wo es hier lang geht. Das ist regional sehr verschieden. Also wir haben ja schon gesagt, die plattdeutsche Dialekte, die sind überall unterschiedlich. Da gibt es nicht unbedingt richtig und falsch, sondern sie kommen aus Snevern, da ist das so, wie sie das kennen und woanders ist das anders. Nichts ist besser oder schlechter. So ist das einfach. Aber wir sind uns ja auch alle wahrscheinlich einig, dass Plattdeutsch ja eben als Sprache gelten soll, als Regionalsprache, nicht nur als Dialekt. Und eine Sprache hat ja anders als ein Dialekt in sich Dialekte, eben diese Unterschiede und auch mehr Anwendungsbereiche. Das heißt, das Schöne ist ja, dass Plattdeutsch auch eine Literatursprache sein kann. Das heißt, man kann Klaus Groth oder vielleicht gibt es auch eine plattdeutsche Uta Danella. Verschiedene Ebenen, verschiedene Niveaus, Lyrik, Prosa, Döntjes, Witze, Smalltalk am Stammtisch und all das ist gut, all das ist richtig und berechtigt, aber nicht all das ist das gleiche Platt. Genauso wie Hochdeutsch ja auch. Man spricht ja vielleicht in der Tagesschau ein anderes Hochdeutsch als am hochdeutschen Stammtisch, als mit den Kindern, als mit der Großmutter. Und so ist das auch im Plattdeutschen. Ich finde es ganz toll, wenn die Sprache verschiedene Ebenen hat. Und wenn Sie jetzt nach den Gelehrten fragen, die Gelehrten sind natürlich mit der Sprache auf einer anderen Ebene unterwegs und können sich auch nicht in jedem einzelnen kleinen Dorfdialekt verzetteln, sondern wir brauchen auch eine gewisse Sicht auf die Sprache als Ganzes, gerade auch wenn es darum geht, dass Leute ins Theater kommen oder die Sprache auch lernen wollen. Wir freuen uns ja, dass Leute Plattdeutsch wieder lernen, auch wenn sie Plateau Go gucken zum Beispiel. Und da braucht es einen anderen Blick auf das Ganze, auf die Gemeinsamkeiten zwischen den Dialekten, nicht auf das Trennende. Ich habe die Frage so ein Beten beantwortet. Sie fragen auch noch nach Meinung und Main. Heißt es jetzt Meinung auf Plattdeutsch oder Main? Auch das regional verschieden. Alles gut, Plattdeutsch entwickelt sich weiter. Sprechen Sie Ihr Platt, nichts ist daran falsch oder ungelehrt. Ja, aber die Sprache hat zum Glück viele Möglichkeiten. Das ist der kleine Exkurs zur Frage des Tages. Schön. Gutes Beispiel dafür jetzt, ja. Ne, Literatur. Sprache. So, wie ist denn das eigentlich in diesem Stück? Noch mal kurz einen Satz dazu mit Plattdeutsch und Hochdeutsch. Wir wissen ja, Rita ist Friseurin und spricht auf jeden Fall Plattdeutsch. Und jetzt hat sie diesen Kurs bei diesem Professor, der spricht aber Hochdeutsch. Aber nicht nur. Nicht nur. Und das ist auch ganz spannend an diesem Stück. Er spricht vor allem am Anfang Hochdeutsch und Rita spricht Platt. Und das dreht sich nochmal. Und das hat auch einen Grund. Den will ich aber auch nicht verraten. Aber es ist total spannend, weil sie spielen total mit der Sprache. Irgendwann versucht Rita ganz deutlich Hochdeutsch zu sprechen, aber ihre Muttersprache ist nun mal Plattdeutsch. Man bezeichnet Plattdeutsch auch häufig als eine sogenannte Nahsprache, weil sie vor allem im nahen Bereich, wo Menschen sich nah sind, wichtig ist. Also eben am Stammtisch in der Familie, unter Freunden, unter Kollegen, wo man sich nahe ist. Und viele Plattdeutsche sich eben auch schwer damit tun, diese Nahsprache mit Fremden zu sprechen. Ja. Obwohl beide das vielleicht könnten. Was schade ist, denn wir sprechen sowieso schon viel zu wenig Plattdeutsch. Und wie ist das denn eigentlich für dich? Wie vieles plattdeutsche Stück ist das jetzt am Ohnsorg? Also das 5. Stück am Ohnsorg, aber das 4. auf Platt. 1, 2, 3, 4 Stücken auf Platt hast du als Bild. Und kannst du Platt vorher? Wo ist dort dein Background? Ja, mein Background. Meine Mama, die kommt aus dem Kreis Bremen. So, und die ist tatsächlich nur Plattdeutsch aufgewachsen. Die konnte bis zur Grundschule gar kein Hochdeutsch. So wäre das früher. Ja. Die Kinder sind Plattdeutsch aufgewachsen und haben Hochdeutsch dann erst in der Show lehrt, als so ein Fremdsprog. Ja, das war total abgefahren, weil sie einfach wirklich gar nichts verstanden hat in der Schule und das dann natürlich lernen musste. Und meine Großeltern haben mit uns Plattdeutsch gesprochen. Meine Mama, die ist an einer Grundschule und macht dort eine plattdeutsche AG. Und es ist so schön, wenn sie mir von den Kindern berichtet, dass sie dann wieder ein neues Gedicht auswendig gelernt haben oder ein Lied singen auf Plattdeutsch. Und es ist so schön zu hören, dass es den Kindern so viel Spaß macht,
Plattdeutsch zu reden, weil sie es wahrscheinlich auch so ein bisschen kennen von ihren Großeltern. Und was du eben so schön gesagt hast, das hat mich total berührt, das mit dieser Nachsprache. Dieses, wenn ich jetzt an meine Oma denke, die ist leider nicht mehr da, wenn sie so mit mir Plattdeutsch gesprochen hat, das ist so ein warmes, wohliges Zuhause-Gefühl. So, und wenn dann andere Leute zu Besuch kamen, hat sie sich immer versucht, anders auszudrücken, aber sie fühlte sich damit nie wohl. Ja. Ja, das ist voll schön, dass du das gesagt hast. Und ich finde aber auch, das darf man nicht verwechseln, Nahsprache, das hast du sehr schön gesagt. Das bedeutet, dass es nah ist am Herzen, an den Menschen. Und das heißt nicht, dass es eben diese witzige Dönchessprache nur ist. Ne? Also das ist immer so auch wie die Frage von unserem Zuschauer vorhin, immer die Frage, wo ist die Sprache zu verorten, was ist angemessen? Es ist natürlich alles angemessen in der Sprache. Man darf sie für alles benutzen, aber wo ist sie vor allem? Ne? Und was bedeutet sie den Menschen auch und wie wichtig ist sie den Menschen auch? Und dann erweist man der Sprache eben manchmal vielleicht gerade nicht so den großen Dienst, wenn man sie halt unbedingt nur in die eine Ecke schiebt, wo man sie selbst kennt, obwohl andere sie vielleicht auch woanders sprechen. Und das ist auch das Schöne daran, dass das alles geht. Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall total dankbar dafür, dass ich ja dadurch, dass ich hier arbeiten darf, ganz viel Plattdeutsch sprechen darf. Und ja auch durch Christian, ich meine, ihr kennt ihn ja alle, den guten Plattdeutschlehrer, einfach so viel und durch andere Lehrer hier auch lernen konnte. So viele Dinge, die mir einfach gar nicht bewusst waren und so viel hartes Training. Ja, dafür bin ich echt dankbar. Es macht wirklich viel Spaß, Plattdeutsch zu sprechen und es hier überall zu hören im Haus. Dann sag ich mal, du magst ja auch ein Videoformat für das Unsorg. Das kennt die Leute vielleicht auch, wo kein mogt, gibt das auch. Kickt mal nach, gibt Videos, wo kein mogt. Da stellt wie so die anderen Leute für, der hier in Theater achter der Kulissen arbeiten tut, von den Maske und in der Verwaltung und so wieder. Und da stellst du die Leute immer ein Froch. Und das stell ich dir mal. Hast du ein plattdeutsches Wort, das du an liebsten machst? Ja. Ein Lieblingswort auf Plattdeutsch? Ich würde sagen, klickgüllig. Gliedgüllig. Oh, das habe ich noch nie nicht gehört. Das ein sagt, mein Lieblingswort ist gliedgüllig. Ja, das hat aber vor allem, also gliedgüllig, gleichgültig, hat vor allem was damit zu tun, dass das eine wunderbare Kollegin mal gesagt hat auf der Bühne, Eileen Weidel. Und das war immer in so einem wunderschönen Kontext, wie sie das so gesagt hat. Und das hat mir immer so dieser Klang hat mir gefallen. Ne? So manchmal ist das ja so, ne? Dass einem Worte einfach so gefallen, ne? Wie einem auch so Farben gefallen. Mir gefällt der Klang dieses Wortes total. Natürlich ist Gleichgültigkeit an sich keine schöne Sache, obwohl manchmal schon. Manchmal ist Gleichgültigkeit auch ganz schön praktisch. Aber das ist, das ist eins meiner Lieblingsworte. Das schlägt auch nochmal einen schönen Kreis zum Schluss, finde ich, zum Thema Nahsprache. Ne? Dass dieses Wort dein Lieblingswort ist, weil du es mit einer lieben Kollegin verbindest, mit einer schönen Erinnerung. Und das macht Sprache und Wörter eben auch aus. Es muss nicht sein, dass das Wort objektiv das schönste Wort ist oder etwas besonders Schönes bezeichnet, sondern die Sprache selbst und die Menschen, mit denen wir sie sprechen, woher wir Wörter kennen, das macht was mit uns. Und darum mögen wir Wörter. Und dazu vielleicht noch eine kleine Geschichte von einer Kollegin von früher, die hatte ein Wort, das baute sie auch gerne in Stücken ein plattdeutsches Wort, Kattenhex, sagte sie, das ist mein Lieblingswort. Nu ist aber Kattenhex, im Sinne von, jetzt ist hier aber der Teufel los, nu ist Kattenhex. Und ich dachte, das ist komisch, das kenne ich gar nicht, das Wort. Aber sie sagte, doch, das hat meine Schwiegermutter immer gesagt. Bis mir klar wurde, ich glaube, die Schwiegermutter hat gesagt, nu wart ihr Kattenhex. Also wörtlich, jetzt wird die Katze zur Hexe. Jetzt zeigt es sich aber, jetzt kommt's raus. Aber wenn Oma das ganz schnell gesagt hat, nu ist aber Kattenhex, nu war der Kattenhex, da hat sie nur Kattenhex verstanden und fand das Wort so toll. Wie die Oma das so wütend im Brass gesagt hat und Mensch, das ist so, verbindet man mit dieser Person, aber vielleicht hat sie eigentlich was ganz anderes gesagt, aber trotzdem hat man da ein Lieblingswort mitgenommen, was es eigentlich gar nicht gibt. Schön. Lara, ich danke dir. Bleibst du noch kurz bei uns? Wir wollen noch ein Fundstück angucken. Oh, was denn für ein Fundstück? So, das ist unser Fundstück des Tages. Und was kommt das aus Bremen? Du gibt das ein Gullideckel. Und du hast da das hier ob. Kreinig, jaulnig, knurnig, sech IA. Da glaubst du, womit hätte er was zu kriegen? Es gibt da so eine Geschichte. Die Bremer Stadtmusikanten. Die Bremer Stadtmusikanten, da hätte er natürlich was mit zu tun. Also kreinig, kränig, jaulnig,
Knurnig sech ia, sag ja, do wat drin in Bremer Loch. Das Bremer Loch ist also das Bremer Loch. Und wenn du do wat drin deist, wenn du do Geld drin smitzt, dann kannst du die Bremer Stadtmuskanten hören. Schön. Schön, ne? Ja, dann das gibt das in Bremen. Musik. Uns von Stück. Das ist der Weg. Gut, ich glaube, den habt wir auch bannig viel sabbelt. Aber bannig schön, finde ich. Das Thema Nachsprache, das haben wir noch nie nicht. Das ist schön. Und ich glaube, ihr habt auch die Lüd gut mitgenommen. Ihr habt so ein bisschen was hört von das Stück, da kommt die Go drin. Ihr habt auch gehört, das geht mit Hochdeutsch und Plattdeutsch los. Und dann wart auch die Frank so ein bisschen warmer mit Rita. Und dann drobt sie sich so ein bisschen über das Plattdeutsche und nehmt jo einfach mit. Ne? Das ist eigentlich allerbest gut, Klamüstert, würde ich sagen. Oh ja. Ne? Wenn ihr noch Blut liegt habt und wollt noch mehr Plattdeutsch probieren, dann kickt ihr noch mal die anderen Platte-Go-Folgen an. Da gibt das noch von. Wie sagt tschüss, schickt uns gern Fragen und Fundstücken, wenn ihr noch welche habt. Wie freit uns und Antato ob und wie's dir Fundstücken. Super. Lara, ich wünsche dir viel Spaß noch bei all die vielen Wildhüben Vorstellungen, die ihr noch habt. Und ja. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Und bis dann. Tschüssing und holt ihr fuchtig.